Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted The Nathan Drake Collection auf Pelzig. Und zwar fangen wir heute an mit Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Die Halbzeit ist gepackt, ihr liebe Leute. Wir haben Drakes Schicksal, wir haben Among Thieves durch und jetzt bleiben, um Uncharted gänzlich zu beenden, nur noch Drake's Deception übrig und zum Schluss A Thief's End, der vierte Teil. Aber wir wollen jetzt gleich mal starten mit dem dritten Teil. Da freue ich mich richtig drauf. Ich fand es sowieso sehr schön, so eine Klassikreihe mal wieder durchzuspielen. Und gerade weil ich Drake's Deception nur als Let's Play kenne, wie die anderen zwei von 2011 ist es. Und ich freue mich, die Remastered-Version davon zu spielen. Da ich bisher, wie gesagt, nur das Let's Play gesehen habe, freut es mich umso mehr, dass ich jetzt die Remastered-Version selber spielen kann. Yay! Und danach freue ich mich natürlich ganz besonders auf den hochgelobten vierten Teil, den ich aber nicht als Let's Play gesehen habe. Das heißt, das wird für mich ein blindes Let's Play. Ein absolut blindes. Und nicht mit irgendwie nochmal Ahnung von Eventualitäten, die früher mal hätten vorkommen können und so weiter und so fort. Wir verlieren jetzt auch keine Zeit. Machen direkt ein neues Spiel und die Kampagne auf. Machen wir einfach. Jawohl. Auswahl. Jawohl. Er macht eine neue Spieldatei, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Das ist erledigt. Und wir steigen direkt ein. Ich freue mich wie Boller, wie das jetzt wird und ob das jetzt signifikante Verbesserungen zu 1 und 2 aufweist. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Da macht's Spaß, Kumpel. Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Cutter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit.
Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich. Was für eine Ironie. Ah, Mann, das fände ich schon mal prima. Na los. In so einer Hooligan-Kneipe gelandet. Der gehört mir. Und warum auch immer er sein teures Erbstück-Ringchen dort abziehen wollt, wird sich auch noch zeigen. Wir sind mal wieder in eine mysteriöse Afan gelandet. Versuch's doch mal mit mir. Na los. Oh je. Und ich bin tierisch gespannt. Aber ich meine, wenn einer von den Handlanger schon Cutter heißt, das kann ja nur ein wiechter Kerl sein. Also so einen Ruf wollte ich nicht haben, dass man mich Cutter nennt. Ich kann irgendwas machen, okay. Ja, Sully gibt anderen auf die Schnut. Aber ich muss sagen, es hat diese Remastered Einheitsgrafik. Insofern sehen wir keine große Verbesserung bei der Grafik. Aber es ist die gleichwertig gute wie bei 1 und 2. Ja, das Nahkampfsystem ist auch wieder cool wie eh und je. Und das Sully hat es auch ziemlich drauf, muss ich sagen, wenn er noch so ein paar von den Hooligans hier niedermachen kann. Und ich gehe jetzt da recht. Zack. So. Dürft's gewesen sein, ja. Gut, dass die Typen Geschusswaffe dabei gehabt haben. Aber bei solchen Hooligans normalerweise sind die eher mit der Fäuste dabei. Oh scheiße, der Endgegner. Zack. Ja, der hält, glaube ich, ein bisschen mehr aus, der Kerl. Das ist so der typische Endgegner wie bei Indiana Jones immer, wenn er in der Dele gegen irgendwelche riesige Ochse kämpfen muss. Scheiße. Hey, das war mein Drink. Erstens, noch eine Runde. Um einen Gegner in der Nähe zu werfen, drücken Sie Kreis, während Sie linken Stick in die gewünschte Richtung drücken. Zack. Kommt schon, Jungs. Hört auf damit, ja? Vor allem der Typ kloppt sich hier noch im A-Zug, was eigentlich scheiß bewegungsunfreundlich ist. Während die andere normale Freizeitkleidung haben, worin es eigentlich super geht zu kämpfen. Eieieiei, was für Typen. So, zack. Das tut weh. Boah, Mann, das sind ein paar richtig geile Moves dabei. Drücken Sie Viereck, um mit dem Rücken zur Wand oder einem Objekt anzugreifen. Okay. Boah, scheiße. Ja, das geht schon gut ab hier, muss ich sagen, wirklich. Ah, der Barkeeper ist auch mit dabei. Da hat man so ein paar auf die Schnitzgeber, genauso der irische Bauer da hinter mir. Was soll denn das werden? Komm her, Tim O'Brien, dich mache ich fertig. Zack. Uah. Au. Auch nochmal auf die Schnut kassiert. Also ein paar blaue Flecke wird auf jeden Fall haben, der Nathan. Aber wir sind gut rausgekommen, die Sache. Ah, da ist noch einer. So ein Riebenickel. Au. Ah, der Endgegner wieder. Au. Scheiße. Mann. Wie übel. Komm schon. Gut, gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Na, dann lassen wir nicht warten, oder? Den Kunde. Ach du Scheiße, wie groß ist denn der? 2 Meter? Oh, Scheiße. Ja, das sieht nicht so aus, als hätte man bei dem Erfolg. Aua. Scheiße, können wir vielleicht den Klodeckel irgendwie um die Fresse zwirbeln oder so? Okay, Lust auf mehr. Scheiße, ne, das ist dem, glaube ich, absolut egal. Da müssen wir mit miese Tricks arbeiten, glaube ich. Anders geht das nicht. Alter. Ausweichen muss man, sonst springt er ihm, glaube ich, um mit so einem Schwinger. Bei dem riesigen Troll. Wow, Nas gebrochen wahrscheinlich. Oh, bitte nicht. Igitt. Genau sowas habe ich mal gedacht. Sehr schön. Nur mein Stolz. Würdiges Ende war so ein Troll. Los, Nate.
Okay, dann hauen wir jetzt mal ab. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Nix, du alter Knacker. Der alte Knacker macht dich fertig. So, du auch noch, du irischer Krummbeere-Bauer. Jo. Das sind Pfeife, die Hennix drauf, da, die Typer. Oh, der Cutter. Oh, verdammt. Au. Au. Ja, jetzt gibt's richtig auf der Washing. Komm her, komm her. Nein, die Untertitel will ich aus. Yankee, nur heiße Luft. Hey. Der hat genug. Oder, Kumpel? Nicht. Bleib unten. Na, der feine Herr wieder. Und das war Schroll. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frage mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Also wie ist die alte Ich will Gewitterhex? nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her. Ups. Cutter! Oh nein. Oh Gott, nein. Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Naja, aber der hat jetzt wenigstens so gehandelt, wie ich als Böser handeln würde. Wenn ich sie nämlich braucht, die diese abschieße und dann hätte sie es erledigt. Insofern muss ich dem zumindest mal lassen. Cartagena, in Kolumbien sind wir jetzt. Insofern muss ich dem Cutter wenigstens lassen, dass er so gehandelt hätte, wie ich auch gehandelt hätte. El Pirata Francis Drake war doch die Ausstellung wahrscheinlich. 20 Jahre früher. Oh, okay. Wir haben ein kleines Flashback mal wieder. Das scheint wohl wieder alles nicht direkt so anzufangen, sondern wir arbeiten uns wieder zu der Anfangssequenz vor, wie im zweiten Teil 8. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. Solamente esta semana el pirata Francis Drake. Okay, jetzt spielen wir den Nathan. Zweites Kapitel, Großes aus kleinen Ursprüngen. Okay, der läuft auch ziemlich unbeholfen. Mit Touch können Sie Nates Tagebuch öffnen. Bewegen Sie rechten Stick nach links und rechts zum Umblättern. Drake Ship, The Golden Hint, Sig Parvis Magna, Greatness from Small Beginnings. Und da haben wir abgebildet. Das wirklich schön gemachte Kai hat das auch mal gesagt in M-Deal von Uncharted 2, dass dieses Tagebuch mit sehr viel Liebe gestaltet ist. Das muss ich auch definitiv so unterschreiben. Es ist wirklich immer sehr, sehr schön gestaltet. Da gibt's nichts. Ja, Indischer Ozean, Borneo, Java, Timor, November 1579, Ternate oder was ist das? Neuguinea, die Philippinen, Südchinesisches Meer. Die ganze Inselgegend, das sind umkreist, Quatsch. Nur noch ein paar Zeichnungen, wie er wohl als junger Mann war, als Entdecker und Reisender. Und zum Schluss, wie er dann zum Zergschlager geworden ist. Dann ist er, hat er den Globus in der Hand, ist unterwegs mit vielen Leuten. Und wird von irgendeinem Ureinwohner wohl gekrönt.
Ja, da sind noch diverse andere Sachen dabei. Ein Stormtrooper und rechts ist da auch noch mit dabei. Und das dürfte es gewesen sein im Tagebuch bis dato. Okay. Wie war das hier? Ich latsche so der hier, der hält so die Hände hoch, wie so ein... Okay, also der läuft schon sehr, sehr unbeholfen, muss ich sagen. Wie so ein großer Trottel. Englische Beiboote aus dem 18. Jahrhundert. Das ist es nicht. Eine Barkasse und das Segeln. Okay. Ein Modell von der Plünderung Cartagenas. Okay, die Ausstellung zielt wohl darauf ab, ihn wirklich als Pirat darzustellen. Trophäe erhalten, erster Schatz. Also hier habe ich jetzt anscheinend auch was abgezogen. Ich muss gerade mal gucken, wo ich die Dinger finde. Boni, Schätze wahrscheinlich, genau. Smaragd, Diamantring. Alter, wo hat er denn dann jetzt abgezogen? Schon als kleiner Knopf. Schon so ein mieser Abzieher gewesen. Schiffsglocken von Drakes Flotte. Der Ausstellung einfach mal so einen Smaragdring abgezogen. Eine Statue aus eines spanischen Mönchs. Abgezieht, ja genau, ist ich guter Deutsch, ja. Und das ist so der goldene Hint im Kampf gegen die Spanier. Was war denn das für ein Geräusch? Nein. Dann halt nicht. Scheint sich ja auch zu bedienen wie bei Weihnachten hier, der Kerl. Wir gucken uns trotzdem die ganze Ausstellung an. Das ist es nicht. Eine Galeone und ein Beiboot. Was ist da noch? Neben dem Anglerhut-Typ, das muss ein Deutscher sein. Eine Büste des Museumsgründers. Okay. Ist auch immer sehr beliebt, sowas. Schiffskompasse. Ach, ganz cool. Generell, recht netti, kleine Ausstellung, muss ich sagen. Jetzt so riese Ding. Aber schon was Nettes. Historische Dokumente. Kann natürlich nicht konkurrieren mit dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer, ne? So, was habe ich mir jetzt eben abgezogen? Antike Geldbörse. Natürlich. Okay, ich glaube, der muss auch nicht verhungern. So wie der hier schon die Leute bestiehlt. Das haben wir uns, glaube ich, auch schon angeguckt. Das ist es auch nicht. Ein bronzener Schiffskompass. Ne, den haben wir uns noch nicht angeguckt. Aber dann gehen wir mal ein Stockwerk höher. Vielleicht oben. Ja, vielleicht aber. Wir werden es nur rausfinden, wenn wir hochgehen und gucken. Gemälde. Aus der Nähe kann ich mir die leider nicht angucken. Aber es sind auch wieder thematisch passende Bilder natürlich. Auch von Seeflotte und sowas. Eine Glocke und ein Kompass. Vielleicht bei Ihnen, Senior? Sie was, Senior? Nee, das sieht eher aus, als würde er fast Drogenkartell arbeiten. Ich weiß auch nicht. In den Vitrinen muss es sein. Ja, bestimmt. Halt die Gosch. Ein spanisches Kriegsschiff. Okay, also das will ich zumindest heute noch beenden hier. Seefahrtsschnickschnack. Da macht er... ganz besonders interessant. Seefahrtsschnickschnack. Wer find's nicht toll? Da hinten ist noch ein Haigebiss, sehe ich. Und was ist dort noch mit dabei? Der Kiefer eines legendären Hais. So. Da war noch irgendwas zum Abziehen, glaube ich. Ah, nee. Da konnte ich sowas. Hier. Nur Benutzer. Okay. Republica of C irgendwas. Keine Ahnung. Dann lassen wir wieder los, Bu. So. Gucken wir mal weiter, was hier Schönes gibt. Ruder- und Segelset. Das ist so all die Taucherglocke oder so, oder? Frühe Version eines was? Eines Panzertauchanzugs. Ja, cool. Es gibt auch so alte Schiffsglocke, die wirklich einfach nur wie so Glocke sind, die man unter Wasser gelost hat. Und das hat man dann genutzt für Taucher, damit man untertaucht und da nochmal kurz Luft hat, weil da eine Luftblase entsteht, was solche Glocke, wenn man die senkrecht im Wasser versenkt. Nein, das ist es auch nicht. Ein antiker Taucheranzug. Hey, da ist er. Aha. Du haben wir was mal suchen. Ah, du ist der Ring. Mist.
Ah, und das Sully ist gerade reingekommen. Der wird jetzt wahrscheinlich auch versuchen, den Ring abzuziehen. So wie ich den kenne. Er sieht ja schon aus wie so ein schmieriger Gauner. Ah, der Schlüssel hat er irgendwo her. Te agarré, ratita callejera. Suélteme. Clase de gente no es bienvenida aquí. Was ein wiechte Kerl. Jetzt fliegen wir doch raus. Quédate afuera. Halt die Schnies. Pendejo. Genau. Oh, da ist er ja. Jo. Gehen wir nochmal um Sully noch. Und zwar machen wir das Mäuer bei Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut und bis Mäuer. Euer Yankee.